De Tochter von den kranken Vater vond ein Prediger und fragt, dass er wird ankommen, für den Vater zu beten. Der Prediger kommt Johan und am sitzt so, der kranke Vater lüht auch noch an. Und sagt, der hat so nicht mehr gelüht? Nee, sagt er, kann ich nicht die gelüht. Wer bist du? Weil, sagt er, die Tochter auf mich gefunden, dass ich will kommen für die beten, die bist krank. Und wenn nur leider still stund, dachte ich, der hat es nicht mehr gelüht. Ah, der Stuhl, sagt der kranke Mann. Kostet der zu merken? Der Prediger merkte, der Tau, der Kranke reicht sich am Bad ab. Dann sagt er, was ist der Stuhl? Durch meine Lebenszeit habe ich niemals gebet. Für viele, viele Jahre. Ich weiß nicht, wo das war. Und ich höre hier von Bäden. Aber das war eine Sache, dass ich eine Uhr nehme oder Uhr gedreht. Und das war nicht eine Sache für mich. Ich weiß nicht, wo das zu tun, wo mit Gott zu reden, wo wirklich auf Irbs zu beten. Ein Tag kam ein Freund Johan. Und wir reden über Gebet. Dann sagt er, wenn du nicht weißt, wo zu beten, stell die du einen Stuhl an, stell die, oder sat die vor den Stuhl, und stell die vor, Jesus sagt ab den Stuhl, und die ritzt an. Das ist ein anderer Mensch. Im Glauben stellt sie vor, er sagt nur, und hört nur die ritzt mir an. Das kranke Mann sagt das einmal, mir gefällt das so sehr, dass von dann wieder, hat das jeden Tag getan. Ein, bei 2 Stunden, setze ich vor den Laden Stuhl, ich stelle mich vor, Jesus sagt nur, und ich rede bloß mal an. Wir haben sehr Deut in ihre Erholungen. Ich kann sehr viel mit Jesus vertellen. Dort will ich beten von dir. Das Prediger mir kommt sehr Mut, das wieder zu tun. Er freut sich, dass das Mann, was viele Zeit nicht mehr beten könnt, einen Weg gefunden hat, wo sie können in Gemeinschaft fallen mit Gott. Wenn der Prediger von gebet hat, dann fährt er weg. Und Apostel Luther fand die Tochter an von dem kranken Mann und sagt, er soll schwind zurückkommen. Der Prediger kommt zurück und wenn sie da ist, dann sieht er, dass der Mann ist gestorben. Und der Tochter sagt, der ist am Frieden gestorben. Das ist bloß ein Ding, wo mir sehr abfallend ist. Das sitzt so, wie er gestorben ist, hat er sich vor den Stuhl geknallt, wo er immer bei sich Bad stand, und hat seinen Kopf dann abgelegt. Das ist von wem hat seinen Kopf in der Schuld gelegt. Der Prediger sagt, wo wunderbar, wenn wir alle können, dass dort sterben. In Johannes Kapitel 4, Vers 19 durch 24, redet Jesus mit einer Früh. Und der Früh fragt, wo soll wir beten, wo soll wir beten, was ist der rechte Weg, wo wir sollen Gott anbeten? Dann sagt Jesus, was der Zeit kommt, und das ist ein Neujahr. Dort die Worte auf die Anbeter, und der Vater segnet seine Anbeter, die wollen Gott an Geist und an der Wahrheit anbeten. Nicht am Boy, nicht an der Kirche, nicht das wo. Das sind alles Städten zum Beten. Ob ein Lagerstuhl kann steht sein zum Beten. Wo ist dein Gebetsleben? Hast du ein gutes Gebetsleben mit Gott? Kannst du gut vertrauen mit Gott? Kannst du dir Hilfe mit an? Was ist deine beste Gebetsstätte? Ist es vielleicht allein in deinem Schlupfstuhl? Ist es beim Feuer? Ist es irgendwas wo? Das ist eine wichtige Sache. Eine Zeit haben, eine Stätte haben, wo wir uns gut folgen, wo wir mit Gott in Gemeinschaft sein, mit Gott reden. Sag mal die Mutter sprechen. Wenn du nicht eine Zeit hast, eine Stätte hast, wo du in Gemeinschaft bist mit Gott, sieg die eine ferne Stätte und bet Gott an. Ha, gute Gemeinschaft mit an. Gottes Segen.